Es war einmal ein Garten mit wunderschönen Pflanzen. Alle Leute waren gern dort drinnen, zum Feiern, Singen, Tanzen. Doch einisch ist einmal von weit her gekommen, hat Angst verbreitet. Ein Sturm wird kommen, der viel zerstört. Ihr müsst euch vorbereiten. Doch einisch ist einmal von weit her gekommen, hat Angst verbreitet. Ein Sturm wird kommen, der viel zerstört. Ihr müsst euch vorbereiten. Die Leute haben eine grosse Mauer jetzt gebaut, um ihre Pflanzen zu schützen. Dabei haben sie Vertrauen gehabt, dass das wird sicher nützen. Doch die Kinder sind traurig, dass sie jetzt den Platz verloren haben. Zum Staunen, Spielen, Tanzen, ja, es war ihr Zuhause. Doch die Kinder sind traurig, dass sie jetzt den Platz verloren haben. Zum Staunen, Spielen, Tanzen, ja, es war ihr Zuhause. Da haben die Kinder am nächsten Tag einen guten Einfall gehabt. Ja, wenn der mächtige Sturm käme, dann müssen wir Drachen haben. Sie sind holen Leinpapier, dazu noch Schnür und Holz. Nach langem Werken sind die Drachen da gsi, Kinder ganz stolz. Sie sind holen Leinpapier, dazu noch Schnür und Holz. Nach langem Werken sind die Drachen da gsi, Kinder ganz stolz. Und Tag für Tag haben sie geplant auf den kräftigen Wind. Doch es ist nur ein Lüftchen gekommen, enttäuscht waren die Kinder. Da hat ein Mädchen plötzlich gerufen, wie geht's euch unserem Garten, wo hinter dieser hohen Mauer auf die Sonne muss warten. Da hat ein Mädchen plötzlich gerufen, wie geht's euch unserem Garten, wo hinter dieser hohen Mauer auf die Sonne muss warten. Sie sind eine grosse Leiter holen und haben gesehen, wie alle Blumen, Köpfe, Lampen, ja, das tut so weh. All die Pflanzen sind verdorrt und gebrochen ihr Herz. Und Kindertränen sind auf die Drachen gefallen aus grossem Schmerz. All die Pflanzen sind verdorrt und gebrochen ihr Herz. Und Kindertränen sind auf die Drachen gefallen aus grossem Schmerz. Los zu, was dort passiert ist, es ist ein Tränenwunder geschehen. Die Drachen sind alle lebendig geworden und man hat sie gesehen, wie sie mit ihren starken Klauen die Mauer ins Dran genommen, bis die Pflanzen wieder Licht hatten. Befreit sie so, wie sie mit ihren starken Klauen die Mauer ins Dran genommen, bis die Pflanzen wieder Licht hatten, befreit sie und so. Haben die Kinder vor Freude angefangen tanzen, singen, feiern, lachen. Ein riesengroßes Fest ist es mit Pflanzen, Kind und Drachen. Der Bürgermeister, der ist gekommen, hat angefangen die Hände verrühren. Das hat ihm aber gar nichts gebracht, trotz allem Lamentieren. Der Bürgermeister, der ist gekommen, hat angefangen die Hände verrühren. Das hat ihm aber gar nichts gebracht, trotz allem Lamentieren. Am Tag drauf sind die Leute vor der Stadt nicht mehr aus dem Staunen gekommen. Die Drachen haben die Steine von der Mauer in die Pranken genommen, haben gebaut einen schönen Höllidom, wo Schermen schenkt bei Regen. Grad neben dem grossen Zaubergarten, ja, das ist ein Segen. Hey, baut einen schönen Höllidom, wo Schermen schenkt bei Regen.
grad neben dem grossen Zaubergarten. Ja, das ist ein Segen. Die Drachen haben uns Leben gebracht, in die Stadt, ins Dorf, aufs Land. Die Leute haben sich wieder besonnen, das Leben zu feiern, Hand in Hand. Mit allen Gefühlen und Weitersehen, eingebettet in die Natur. Sie haben's verstanden, tief erlebt, und das ist das Glück ganz pur. Mit allen Gefühlen und Weitersehen, eingebettet in die Natur. Sie haben's verstanden, tief erlebt, und das ist das Glück ganz pur.